Einen wunderschönen Dienstagmittag. So schön, dass du eingeschaltet hast. So schön, dass du mit dabei bist. Gerade schon in den Chat reingeschaut. Es ist so cool, einfach zu sehen, dass wir dienstags wirklich eine Community mittlerweile haben von Leuten, dass ihr einfach da mit dabei seid. Deswegen richtig, richtig schön, dass du dabei bist. Lass uns den Chat auch nutzen heute, um einfach miteinander, füreinander zu beten. Und genau, freue mich auf die Zeit. Hey, mit mir im Studio ist Vanessa und Janice. Mega schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch? Ja, hey, ich freue mich wieder hier zu sein. Letzte Woche waren wir schon mit euch im Gebet und jetzt genau wieder. Ja, So, ich freue mich auch sehr. so genau. Was ist seit letzter Woche passiert bei euch? Irgendwas Spannendes? Ja, ehrlich gesagt, einiges. Einiges. Ich bin neuerdings Teil der Freiwilligen Feuerwehr. Alright. Ja, und hatte gestern meine erste Mannschaftsübung. Alright. Sehr cool. Sehr cool. Erzähl mal, was ist so das Coolste, was du bis jetzt machen durftest? So in einem ganzen Vollmontur auf das riesige Auto oben drauf. Also klettern. die Leiter hochklettern. Ja, genau. Mega cool. Ja. Ist es schwer, die ganze Montur? Ja, ich hatte noch ungefähr 30 Sekunden Kopfschmerzen, weil der Helm Schon, so hey? schwer ist. Und so. Wie Der ist viel- auch ein bisschen zu groß. Ich glaube, vielleicht liegt es auch an dem. Wahrscheinlich. Mega cool. Das ist echt cool. Das wusste ich nicht. Und bei dir, Vanessa? Ja, ich hatte ein sehr ruhiges Wochenende. Ich hatte Super. einfach wieder mal Zeit für mich. Ja. Und, Das ist auch mal was Neues. ja, mal schlafen. Ich habe sonst nie Zeit, um zu schlafen. Das ist so Mega. gut. Hey, richtig gut. Richtig gut. Richtig schön. Hey, wir haben ein sehr, sehr cooles, spannendes Thema jetzt am Sonntag gehabt. Der Michi hat mit seinem Team diese Woche gepredigt. Wenn du die Message noch nicht gehört hast, dann tu dir einen Gefallen und schau da einfach nochmal rein. Es ist die abschließende Predigt zu der Serie Bibellesen wie niemals zuvor, wo wir einfach in die Bibel nochmal reingeschaut haben und sehr, sehr basisfundierte Tipps gegeben haben, wie wir die Bibel lesen können. Und darum geht es auch heute. Da werden wir heute einfach nochmal reinschauen. Aber wenn du die Predigt noch nicht gehört hast, noch nicht angeschaut hast, dann mach das doch gerne. Hey, wir werden uns einfach mal die Punkte, wo es auch um die Predigt ging oder in der Predigt ging, werden wir heute einfach nochmal anschauen und da einfach nochmal ein bisschen reinschauen. Wenn du wirklich Gebetsanliegen hast, dann schreib die doch in den Chat. Ich werde versuchen, da auch nochmal ein bisschen reinzugucken, dass wir da auch einfach für die Sachen beten können. Das ist gut. Hey, über die Frage haben wir vorher nicht geredet, aber was bedeutet die Bibel für euch? Große Frage hier, hey. Ja, einfach, es klingt so fromm, aber eigentlich alles. Also es ist etwas, was wenn ich die Bibel lese, dann passiert so viel mit mir und in mir. Ich kann in einer sehr strengen Woche einfach jeden Morgen die Bibel lesen und ich starte ganz anders in den Tag, als wenn ich die Bibel nicht lese. Und darum bedeutet die Bibel mir einfach so viel. Mega. Ich glaube, für mich ist die Bibel so ein Sparring-Partner. So. Ja. Ich ringe viel mit der Bibel. Ja, ich möchte mehr verstehen, ich möchte mehr eintauchen, ich möchte mehr erkennen. Und ich habe einfach wahnsinnig viele Fragen an die Bibel. Und es gibt auch viele Sachen in der Bibel, die eigentlich keinen Sinn machen, oder? Ja. Wenn man mal ganz ehrlich ist, oder? Ja. Und ich liebe es, wie man die gleiche Geschichte 5-mal lesen Ja. kann und jedes Mal etwas anderes daraus mitnimmt Ja. und sich andere Fragen Ja. stellt. Ja, das liebe ich. finde ich halt auch interessant, oder? Man liest es, man kriegt was anderes mit und dann, aber teilweise ist es bei mir so, lese ich die gleiche Stelle Ja. nochmal 10-mal und ich kriege nichts Neues raus. Ja. Also und dann auf einmal beim 11. Mal ist auf einmal wieder eine neue Erkenntnis. Ja. Da ist es ganz interessant, wie Gott da einfach durch die Bibel redet, oder? Ja. Ich habe jetzt angefangen, sie mir laut vorzulesen. Und Also das- du selbst liest sie Ja, laut? ich lese sie mir vor auf Englisch, eigentlich um mein Englisch zu verbessern. Und ja, irgendwie passiert etwas ganz anders in meinem Kopf, wenn ich sie mir vorlese. Genau. Also das war ja eigentlich auch der Sinn der Bibel. Die frühere Tradition ist ja eigentlich, dass man sich das Buch laut vorliest. Ich glaube, Ja. darin liegt ein Schlüssel und einen speziellen Segen. Ich habe wirklich das Gefühl, es ist ein Buch, das eigentlich für das kreiert ist. Ich komme mir einfach meistens ein bisschen komisch vor, wenn ich Ja, das zu Hause vorlese. Und wenn ich es auf Englisch lese, verstehe ich manchmal mich dann selbst auch nicht, was ich mir da gerade vorlese. Okay. War es nicht früher, und das ist jetzt, ich habe es nicht recherchiert, aber war es nicht früher so, dass sie wirklich zu den Tora-Lesungen
wirklich da in den Tempel gegangen sind und die Tora dann vorgelesen wurde, oder? Ja, Und man genau. einfach zugehört hat, ne? Genau, Ja. also die Menschen, die hatten ja zu Hause keine eigene Ja, genau. Bibel, also Ja. sie hatten ja die Tora und die Schriftrollen. Schriften nicht Ja, genau. selbst zu Hause. Und darum gab es eigentlich früher nur die Möglichkeit, die Bibel zu hören. Also Ja. es wurde immer vorgelesen. Ja. Gibt ja auch einige Stellen in der Bibel, in der Jesus eigentlich selbst die Ja, genau. Schriftrollen vorliest, eigentlich in der Genau, Synagoge. ja. Das ist schon sehr faszinierend. Ja, also hast du recht. Also es ist schon dieses Audible, das zu hören, ist schon interessant. Mega cool, mega cool. Dennis, wie machst du das? Wie liest du die Bibel? Ich liebe Abwechslung und darum versuche ich eigentlich ganz viele unterschiedliche Wege zu suchen. Gerade jetzt habe ich habe meinen Papst besucht in so dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, und dann habe ich da so meine Kinderbibel wieder entdeckt und sie ist so irgendwie, sie ist schon so total auseinandergenommen. Also die Kinderbibel oder die du in der Teenie-Jugendzeit hattest? Nein, die Kinderbibel. Also wirklich Kinder. Wirklich, Oh, so, cool. so Cool. mit Zeichnungen und all dem. Also ich glaube noch aus der Zeit, aus der ich nicht mal selbst die 2 Sätze, die da zu den Bildern noch stehen, lesen konnte, sondern meine Mutter mir vorgelesen hat. Und sie fällt schon so halb wirklich auseinander, weil sie einfach schon so oft genutzt wurde. Und ich habe die jetzt gerade wieder mit nach Hause genommen und gedacht, eigentlich möchte ich einfach, ich habe noch keine eigenen Kinder selbst, aber ich möchte es einfach für mich mal wieder ganz einfach eintauchen. Genau, vielleicht gerade auch, weil ich so viele Fragen an die Bibel habe und dann einfach mal sagen, und jetzt möchte ich ganz einfach, ganz simpel mal wieder Bilder anschauen und das einfacher verstehen. Ja, so genial, so genial. Du hast gerade was sehr Gutes gesagt, worauf ich aufspringen möchte. Und zwar hast du gesagt, dass viele Dinge es in der Bibel gibt, die wir nicht verstehen. Und ich glaube, es gibt Wege, wie wir da hinkommen können, wie wir das verstehen. Und ganz am Ende haben wir heute einfach nochmal eine Challenge. Das ist die gleiche Challenge, die wir auch am Sonntag hatten. Aber ich glaube, dass es einfach so ein paar Punkte gibt, die wir machen können, um da einfach nochmal wirklich einzutauchen und zu schauen, hey, wie können wir die Dinge, die wir vielleicht nicht verstehen, doch zum Verständnis dann irgendwo kommen, oder? Lass uns über ein paar Punkte reden, die auch am Sonntag die Michi angesprochen hat. Und zwar der erste Punkt, wenn es um das Bibellesen geht, hat er gesagt, wir sollen die Bibel lesen mit Glauben und mit Demut. Sollen wir die Bibel lesen. Ich habe mal einen Quote gehört, da stand, die Person auf Englisch hat die gesagt, the way you enter the Bible is the way you exit the Bible. Das heißt, so wie du die Bibel anfängst zu lesen oder mit dem Mindset, wie du reingehst, das wirst du auch dabei rauskommen. Was denkt ihr darüber, mit Glauben und Demut die Bibel lesen? Ja, also für mich ist es schon auch so, ich verstehe nicht alles in der Bibel. Ich verstehe auch manchmal die Geschichte nicht, wieso Gott so gehandelt hat. Aber Demut heißt für mich dann so, ich lasse zu, dass es etwas in mir macht, dass es etwas mit mir macht, dass es vielleicht einen Prozess auslöst, einen Prozess, der vielleicht Fragen, Zweifel beinhaltet und unterstelle mich aber dann trotzdem eigentlich Gott und sage, Gott ist am Schluss der das Buch ins Leben gerufen hat, der wird schon verstanden haben, wieso diese Stelle in die Bibel kommt und frage mich dann, was willst du damit sagen? Ja, interessant. Das heißt, du bereitest dich in gewisser Weise darauf vor, dass du dich verändern lässt? Genau. Mega. Ja. Also ich denke, die Bibel ist ja das Buch, das verändert. Es gibt ja unzählige Geschichten von Leuten, die nur durch das Lesen der Bibel zu Jesus gefunden haben. Und ich glaube, das ist auch immer ein Schritt der Demut, sich zu verändern zu lassen und bereit zu sein, sich verändern zu lassen. Ja. Mega. Lass uns doch einfach im Chat auch, sag doch mal, was das für euch bedeutet, mit Demut einfach da in die Bibel reinzugehen. Janice, wie ist das für dich? Ich habe in meinem Leben irgendwie die Entscheidung getroffen, ist jetzt schon einige Jahre her, dass ich der Bibel sehr große Glaubwürdigkeit schenke. Also ich habe mich entschieden, dass ich glaube, dass die Bibel wirklich Wort Gottes ist. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass es eine Heiligkeit auf diesem Buch liegt und dass es kein Zufall ist, sondern dass Gott die Menschen und die Briefe und die Schriften gerufen hat, als ein Buch kreiert hat und dass es sehr, sehr ein bewusster Akt Gottes ist und dass es deshalb ein heiliges Buch ist und deshalb sehr viel Glaubwürdigkeit auch
erfordern kann. Und aus dieser Entscheidung her gehe ich an die Bibel, dass ich mich entschieden habe, ich traue der Bibel wahnsinnig viel zu. Ich glaube wirklich, dass sie nur Göttlichkeit und Wahrheit enthält. Und ob ich es jetzt erkenne oder nicht, das ist eigentlich zweitrangig. Ich glaube daran, dass sie sehr viel Wahrheit enthält und das möchte ich finden. Und ich bete beispielsweise auch immer wieder um Vergebung für all die Dinge, die ich vielleicht falsch verstehe, die ich falsch lese, die ich vielleicht auch falsch weitererzähle. So in dieser Demut, dass ich Dinge vielleicht falsch verstehe oder erkenne aus der Bibel. Und Gott kann einfach damit umgehen. Es ist in Ordnung. Irgendwann kommt dann vielleicht der Tag, an dem ich eine Geschichte lese und so denke, oh, jetzt habe ich es gepeilt. Und vielleicht auch nicht, vielleicht ist es eine Herrlichkeit, who knows. Aber ob ich die Dinge verstehe und einordnen kann oder nicht, also ich habe nicht den Anspruch an mich, dass ich jetzt von dem ausgehen kann, ob das jetzt Wahrheit ist oder nicht, sondern ich glaube eher, die Bibel, die ist Wahrheit, sie enthält Wahrheit und ich erkenne Teilstücke davon. Ich finde, das ist so ein guter Punkt mit dem, eben du verstehst es so. Und ich denke, nur schon, wenn wir einen Text schreiben, versteht das jeder, kann das zu so verschiedenen Interpretationen führen. Und dann denke ich, einen so komplexen Text wie die Bibel, da braucht es schon auch Demut zu wissen, hey, ich habe diese Brille an, ich verstehe das so. Und vielleicht versteht es jemand ganz anders. Das finde ich ein guter Punkt. Richtig, richtig gut. Jenny, ich finde es cool, wenn du uns gleich ein Gebet einfach da leiten könntest. Möchte aber ganz kurz noch 2 Sachen aus dem Chat vorlesen. Das erste ist, die Lissy hat geschrieben, aus meinem Bekanntenkreis ist eine Frau durch das Lesen der Kinderbibel, die wir ihrer Tochter geschenkt haben, zum Glauben bekommen und hat sich taufen lassen. So genial, oder? So genial, ja. Oder der Marco schreibt, mit Demut lesen, was das für ihn bedeutet. Ich suche nicht Bestätigung meiner Einstellung, ich akzeptiere auch, dass ich nicht alles verstehen kann und den Heiligen Geist dazu brauche und viel Geduld. Fand ich mega cool. Richtig schön, dass ihr in den Chat reinschreibt, Dennis. Ja. Hey, danke für das Teilen. Ich finde das so cool, dass wir austauschen können, wie wir die Bibel verstehen oder nicht verstehen oder lesen oder vielleicht manchmal auch nicht lesen, wenn wir ehrlich sind. Und ich möchte darum wirklich einfach mit dir ins Gebet gehen. Und Vater, wir danken dir als erstes für diese heilige Schrift, die du uns gegeben hast, für die Bibel, die wir lesen dürfen und lernen, verstehen dürfen. Und ich möchte dich zu Hause einfach einladen, dass du dich mit deinem Herzen hinter dieses Gebet stellen möchtest, wenn du dich angesprochen gefühlt hast von dem Gedanke, dass ich mich entschieden habe, der Bibel Glaubwürdigkeit zu schenken. Dann möchte ich einfach das auch nochmal vor dir, Vater, aussprechen, dass ich glaube, dass die Bibel ein heiliges Buch ist, von dir kreiert, dass die Bibel die Wahrheit enthält. Und ich möchte einfach mich demütig und darunter stellen, mich demütigen und wissen, ich kann nicht alles verstehen. Aber das hat nichts damit zu tun, ob es Wahrheit ist oder nicht. Und ich danke dir, Vater, dass du auch durch deinen Heiligen Geist immer mehr Erkenntnis schenkst. Amen. Amen. Hey, der nächste Punkt ist, die Bibel praktisch anzuwenden. Es gibt einen Vers in Jakobus 1, Vers 22, steht, allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören, ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Hey, wir haben einen Clip mitgebracht für euch von Sonntag. Lass uns da einmal reinschauen. Was er hier genau damit meint, ist, wir schauen uns an im Spiegel und wir drehen uns weg. Und das Wort Gottes liest dich und mich und Gott, er zeigt dir was auf und du drehst dich vielleicht, wie ich auch manchmal ab, läufst davon und hast schon vergessen, was Gott dir eigentlich sagt. Wir sind begeistert und sagen, ja, das trachtet zuerst nach dem Wort Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und wenn dann der Zahltag hier bist, ja, dann hat man doch lieber was anderes zuerst gekauft, wie auch immer, und hat sich weggedreht und ist davongelaufen und hat vergessen, wie man eigentlich aussieht im Spiegel Gottes.
Super. Wie ist es für euch? Also dieses Bild, wo man vielleicht was gelesen hat, so wie Michi das gesagt hat, so in den Spiegel geschaut hat, man hat diese Erkenntnis und dann dreht man sich um und man handelt absolut gar nicht danach, oder? Ist das geht's euch aus, oder? Ich meine, da geht man nur schon morgens aus dem Haus und dann hat man vielleicht einen Stau beim Autofahren und dann flucht man und dann denkt man, oh nein, ich habe heute Morgen noch gelesen, ich soll meine Mitmenschen lieben. Ist es nicht häufig sogar so, dass wenn man etwas gelesen hat und denkt, hey, das ist eine mega Erkenntnis, dann ist es so, genau das wird an dem Tag dann gefühlt angefochten, oder? Also das ist genau das, wo du dann am meisten Probleme mit hast, oder? Ja, voll. Ich merke, ich habe immer wieder irgendwie die Erkenntnis so von den gleichen Dingen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich brauche einfach die Erkenntnis immer wieder, aber ich habe immer wieder so einen Moment, da verstehe ich, oh, Gott liebt mich mit meinen Ecken und Kanten. Und dann habe ich so gepeilt und bin so, oh mein Gott. Und dann laufe ich in dem und dann so gefühlt, ja, einmal umgedreht, einen halben Tag später bin ich so, Gott, liebst du mich überhaupt? Und dann ein paar Monate später vielleicht, whatever, lese ich wieder die Bibel oder habe eine Gottesbegegnung und merke, oh, Gott liebt mich so krass. Und ich bin einfach fasziniert, dass Gott mir die Erkenntnis immer wieder schenkt, zum Glück. Ich brauche es. Ja, einfach so, dass ich glaube, das sind wie Dinge, die kann man nicht einmal verstehen und dann ist gut, sondern es braucht wirklich oftmals immer wieder erneut eine Erkenntnis. Ich musste gerade an dein Feuerwehrtraining denken, wo du das gesagt hast, weil für mich gerade das Bild irgendwie so kam, dass wenn du als in der Freiwilligen Feuerwehr bist und nur die Theorie kennst, aber das nicht in die Praxis umsetzt, bringt dir ja nichts, ne? Ja. Also und dann in der Praxis einfach machst, was du willst, dann kommt dir ja nirgendwo hin, oder? Aber wenn du wirklich das umsetzt, was du in der Theorie gelernt hast, dann ist ja das, also dann bringt es ja erst was, oder? Vorher ist es ja einfach nur Theorie, ne? Ja. Ja, genau. Gestern hatten wir so Materialkenntnis und einfach mal die Fahrzeuge auswendig lernen, was ist wo deponiert, man nimmt raus, wie stellt man die Dinge auf, wann nutzt man welche Fahrzeuge und so weiter. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz ähnlich mit der Bibel. Ich habe einige Menschen, die sind mir Vorbilder, weil sie einfach die Bibel wirklich kennen, weil sie verinnerlicht haben. Und wenn wir uns überlegen, die Juden zur Zeit von Jesus, die kannten die Tora eigentlich auswendig. Jesus kannte die Schrift vermutlich mit 12 Jahren schon lange auswendig, wenn wir lesen, als er da in dem Tempel gelehrt hat. Und ich habe so einige Menschen in meinem Leben, in meinem Umfeld, die haben die Schrift so krass verinnerlicht. Vielleicht können sie nicht gerade auswendig, das wäre ich sehr beeindruckt, aber sie kennen die Stellen, sie kennen das große Bild, aber auch die kleinen Schriften und das inspiriert mich und da möchte ich hingelangen. Ich bin noch nicht da, ich kann wenige Verse nur schon oder Kapitel auswendig, aber ich möchte eigentlich genau die Dinge lernen, so wie bei einem Verein, bei einem Hobby. Man muss die Dinge können, bevor man in einen Ernsteinsatz kann, jetzt bei der Feuerwehr oder so. Und das Gleiche ist eigentlich für uns. Ich möchte so gerne die Bibel so gut kennen und verinnerlichen, dass ich im Leben, im täglichen Ernsteinsatz davon heraus leben kann. Ja, und ich denke auch, wenn man diese Dinge liest, dann machen sie vielleicht noch so keinen Sinn. Und wenn man sie dann anfängt zu leben, dann auf einmal versteht man, wieso man so leben soll. Es ist einfach viel einfacher. Zum Beispiel das Prinzip der Vergebung zum Beispiel. Das ist so viel einfacher für mich, wenn ich den Leuten vergeben kann. Und am Anfang denkt man vielleicht, warum sollte ich das? Und dann merkt man, wie viel einfacher das Leben wird. Gut, manchmal wird es auch schwieriger. Also ich glaube nicht, dass die Bibel nur Dinge einfacher macht. Nein, also das ist auch nicht, was du sagst. Ich auch nicht Genau. Ich glaube, das mit der Vergebung, das ist definitiv ein Prinzip, das ist krass für uns. Aber manchmal, da fordert uns die Bibel so an den Ecken aus, da ist es einfach scheiße und schwierig und es bleibt schwierig. Und trotzdem ist ja dann der Segen Gottes und die Wahrheit Gottes ist ja oftmals sehr spürbar und sehr sichtbar. Und trotzdem denke ich jedes Mal wieder so, echt schwierig. Ja. Ich glaube auch, ein Riesenproblem, das wir in unserer Gesellschaft allgemein haben, ist, dass es
und das soll jetzt nicht unbedingt negativ klingen, grundsätzlich, aber es ist leider ein bisschen negativ, wie ich es jetzt ausdrücken werde. Aber ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft mehr Leute wie Leo Bigger, wie vielleicht Craig Rochelle oder die großen Prediger mehr kennen, als dass wir Matthäus, Markus, Lukas kennen. Versteht ihr, was ich meine? Und es ist häufig, dass wir halt einfach nur, okay, wir kennen diese ganzen Prediger und wir hören das Wort, aber es ist nicht also es ist gefühlt nicht verinnerlicht und dann können wir es auch nicht praktisch anwenden, wenn wir uns nicht auf wirklich auf das fokussieren und schauen, was die Bibel wirklich sagt und uns selber verinnerlichen lassen, sondern einfach nur sagen, hey, ich höre mir einen Podcast an, ich höre mir eine Predigt an, während ich Auto fahre oder mit dem Velo zur Arbeit fahre oder am Sonntag und dann aber unter der Woche hat das irgendwie keine Auswirkung dann. Ne? Also dieses praktische Anwenden, finde ich, also das ist ja das, wo es dann wirklich Realität wird, oder? Das ist ja das, wo es dann wirklich losgeht eigentlich. Ja. Und ich glaube, die Bibel spricht ja immer wieder auch so von dem Erwachsenwerden im Glauben oder so, den verschiedenen Stadien. Ja, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ich glaube, wenn wir nur die Podcasts hören, das ist schon gut. Und wir setzen uns damit auseinander, wir lassen uns von dem Wort füllen. Aber ich möchte dich auch wirklich nochmals challengen. Hör nicht nur die Erkenntnisse von anderen Menschen, von krassen Preachern, von krassen Vorbildern, die wir haben. Such die Erkenntnis in der Bibel selbst. Und das ist wirklich nochmal ein nächster Schritt. Das ist nochmal ein Schritt in tiefe Abhängigkeit des Wortes im guten Sinne. Vanessa, ich finde es cool, wenn du gleich einfach dafür für beten könntest, aber ich würde gerne noch ein Bild einfach weitergeben. Und zwar hat der Michi das auch am Sonntag genutzt. Und zwar ist es so, dass ich bin Musiker, deswegen spricht das Bild mega zu mir. Und zwar hat er eine Stimmgabel auf dem Tisch gehabt. Und es ist so, wenn man ein Klavier stimmt, dann wird es nach dieser Stimmgabel, das sind 440 Hertz, da wird das Klavier nachgestimmt. Und es ist so, dass wenn man ein Klavier stimmt, dann hast du hier die verschiedenen Tasten, ne? Schwarz und weiß, das kennen wir alle. Ne? Und wenn wir jetzt, sage ich mal, mit dem C anfangen, einfach der einfache halbe, wenn das C jetzt nach der Stimmgabel gestimmt wird, dann ist das C gestimmt. Ne? Wenn man jetzt aber anfangen würde, den nächsten Ton nach dem C zu stimmen und dann den übernächsten Ton nach dem nächsten Ton, also das Cis nach dem C, dann das D nach dem Cis, dann das Dis nach dem D und so weiter, also quasi immer nach dem nächsten Ton, anstatt nach dem Originalton zu stimmen, wäre das ganze Klavier verstimmt. Weil es immer diesen ganz kleinen Error gibt und es nicht hundertprozentig passt. Und je weiter es nach oben geht, desto verstimmter wird das Klavier letztendlich sein. Wenn man aber das Klavier immer nach der Stimmgabe, also jeder einzelne Ton nach diesem ersten Ton stimmt, dann wird das ganze Klavier gestimmt sein. Und dann kann man anfangen, Musik zu spielen. Und ich glaube, das ist so das Bild, was für mich da einfach so resoniert, ist, dass wenn wir uns nur nach anderen Leuten stimmen und dann das anwenden, was die Leute gesagt haben. Weil wenn Leo Bigger sich nach Jesus stimmt, dann wird Leo Bigger gestimmt sein. Verstehst du, was ich meine? Wenn ich dann aber anfange, mich nach Leo Bigger zu stimmen, dann bin ich nicht mehr gestimmt, obwohl Leo gestimmt ist. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, wir müssen alle, obwohl es gut ist, dass wir Predigten hören, müssen wir alle zurück in die Bibel gehen und sagen, hey, wir müssen uns nach Jesus stimmen, damit wir alle gestimmt sind und diese Musik zusammen spielen können, oder? Und das zieht dich und mich ja genau in die Verantwortung. Ja, das mega. finde ich das Ja, genau. Coole. Ja, genau. Dann kannst du nicht mehr sagen, ja, ich habe halt die Dinge verdreht, weil Leo hat sie falsch erzählt, Ja, sondern genau. es führt uns selbst in die Abhängigkeit von genau. Jesus. Das ist so krass Genau. eigentlich. Ja. Vanessa, magst du da uns einfach ins Gebet mit reinnehmen? Ist das gut? Herr Vater, ich danke dir, dass du uns wirklich alle individuell und einzigartig gemacht hast und du zu jedem von uns etwas zu sagen hast durch deine Bibel. Und ja, ich danke dir, dass wir dieses Wort, dein Wort in Form der Bibel verinnerlichen dürfen, dass wir immer wieder in die Bibel gehen, um die Antworten auf unsere Fragen zu suchen, weil dort stehen die Antworten einfach schwarz auf weiß geschrieben. Und ich danke dir, dass wir uns mit deinem Heiligen Geist einfach auch verknüpfen dürfen während diesem Lesen, dass wir Dinge verstehen dürfen, die auf einmal Sinn ergeben. Es muss nicht immer ein großes Sprechen des Heiligen Geistes sein, ein großes Bild, eine große Vision, sondern dass wir die Dinge einfach plötzlich
begreifen dürfen, dass es plötzlich einen Sinn ergibt. Und ich danke dir, dass du uns den Mut schenkst, diese Dinge praktisch in unserem Leben anzuwenden, auch wenn sie, wie Janice gesagt hat, manchmal herausfordernd sein können und manchmal vielleicht auf den ersten Blick keinen Sinn macht. Und ich danke dir, dass du uns auch durch den Alltag führst und uns immer wieder einfach bewusst machst, wo wir verstimmt sind, wo wir nicht nach deinem Wort leben, wo wir vielleicht unser Handeln wieder anpassen müssen. Dass wir dort auch die Demut haben dürfen, umkehren zu dir und sagen, ich habe es falsch gemacht, vergib mir, ich will da einfach einen Prozess gehen, ich will da einen Fortschritt machen und dass du uns an diesem Prozess auch an der Hand hältst. Dass wir den mit dir zusammengehen dürfen, dass wir, wie Pat gesagt hat, so eine Band werden dürfen. Nicht alle die gleiche Instrumente spielen, sondern dass wir einfach eine Band dürfen sein und dass diese Band die wunderschönste Musik für dich, Jesus, macht. Das wünsche ich mir. Amen. Das ist gut, ja. Das ist gut. Amen. Hey, der letzte Punkt, bevor wir nochmal in die Challenge reingehen, ist, das Bibellesen zur Gewohnheit zu machen. Wie sieht das für euch aus? Weil es ja nicht immer einfach ist. Oder bei mir ist es nicht immer einfach. Ganz ehrlich, ich fand das so schwierig. Ich habe immer diesen Druck verspürt, die Bibel zu lesen. So, sonst bist du kein guter Christ. Religiös, hä? Ja, genau. Und dann schmettern die all deine theologischen Freunde die Bibelverse um die Ohren und du denkst dir so, ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Und dann, aber es hat nie geklappt. Und dann habe ich irgendwann einfach mal, also momentan läuft es ziemlich gut, weil es kommt eine Werbung, ich habe The Chosen gesehen. Ja. Kennt ihr The Chosen? Ja, mega. Ja. Und diese Bibelverse mal zu sehen in Form eines Videos, in Form eines Films, das hat in mir so einen tiefen Hunger geweckt, mehr die Bibel zu lesen, diese Geschichten, die dargestellt werden, einfach noch zu lesen, mehr im Detail. Und seitdem bin ich wirklich täglich am Bibellesen, aber das ist etwas, das konnte ich nicht selber bewirken. Das ist so einfach so geschehen und ich weiß auch nicht, ob das jetzt, wie lange das anhält, aber ich genieße es einfach. Darf ich kurz einen Satz reinschmeißen, bevor du... was ich mega spannend gerade fand, ist, dass The Chosen hat dir geholfen, die Bibel mehr zu lesen. Yeah. Das ist mega wichtig, weil darüber, wo wir gerade geredet haben, The Chosen ist nicht die Bibel. Nein. Die Bibel, The Chosen ist eine mega gute TV-Series. Also die haben es wirklich gut gemacht. Ja. Und ich habe tatsächlich Dinge über die Bibel gelernt, weil ich es da gesehen habe und dann nochmal nachgelesen habe, gedacht habe, oh, es ist tatsächlich so passiert. Aber The Chosen ist nicht die Bibel. Das heißt, es ist nicht so, dass wir die Chosen lesen, gucken können und sagen können, well, das ist, was tatsächlich passiert ist, sondern wir müssen dann wieder zurück. Und das ist das, was du gemacht hast. Wieder zurückzugehen und zu sagen, okay, lass uns die Bibel lesen. Es ist gut, inspiriert zu werden, aber... Genau, ja, mega gut, Vanessa. Ja. Ich kenne das auch, dass es schwierig ist. Ganz ehrlich, das kennen wir alle. Ich meine, das ist, ob das jetzt mit dem Bibellesen ist oder dem Sport machen oder dem genug trinken oder whatever. Wir sind einfach, das ist einfach schwierig, diese Disziplin. Das muss man sich harzig antrainieren. Und etwas, das mir hilft, ist der Vers. Da verspricht Gott, er schenkt das Wollen und das Vollbringen. Und das ist wirklich mein Gebet für mein Bibellesen, dass ich immer wieder zuerst bete, schenk mir das Wollen, öffne mein Herz, dass ich genau das, was du erlebt hast, dass ich suchen möchte, dass ich verstehen möchte, dass ich lesen möchte. Und ich glaube, dann hilf mir mit dem Vollbringen, weil sonst sind wir in dem Religiösen, von dem wir gesprochen haben. Das haben wir vielleicht viele von uns schon erlebt. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, aber dass man denkt, ja, ich muss am Morgen oder ich muss am Abend lesen oder so. Und man denkt, ja, ich kann einfach die Bibel lesen, wenn ich auf der Toilette sitze oder so. Es muss nicht morgen oder abends sein. Und so schenkt mir das Wollen und das Vollbringen. Und nur schon dieses Gebet hilft mir, weil dann bin ich wirklich im Gespräch mit meinem Vater und möchte mich ganz ausrichten. Und das ist das Schöne. Und für mich, ich habe einfach gemerkt, wie gesagt, ich brauche Abwechslung, ich brauche Abenteuer und darum
habe ich für mich die Challenge, die Bibel einfach auf möglichst unterschiedliche Arten zu lesen. Mal in einer Studenbibel, mal lasse ich sie mir vorlesen, oftmals auch in ganz unterschiedlichen Übersetzungen. Dann lese ich mal wieder einen Monat die Hoffnung für alle, dann lese ich mal wieder einen Monat irgendwie King James auf Englisch oder einfach unterschiedlich. Und das ist das, was mir hilft, das auf einer regelmäßigen Basis wirklich mich da zu verankern, aber halt möglichst nicht traditionell langweilig, weil mich das nicht anspricht. Vielleicht bist du genau der andere Typ. Ich meine, das gibt es auch, dass du sagst, mir hilft es genau, dass ich weiß, jeden Morgen um 7 lese ich ein Kapitel in derselben Bibel. Das ist genauso richtig. Es ist einfach, such deinen Zugang. Ja, das ist super. Und ich glaube, da ist auch das Buch von Leo und Susanne, wo die Bibel lesen wie niemals zuvor. Ist halt mega gut, weil es wirklich, ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel gibt es? 30 Kapitel oder so? Viele. Viele Kapitel. Und es ist halt, jedes Kapitel hat irgendwie einen anderen Fokus, wie wir in die Bibel reingehen können. Nochmal, the way you enter the Bible, the way you exit the Bible. So wie du reingehst in die Bibel, so gehst du auch raus. Und schau dir das Buch an, weil es da wirklich verschiedene Möglichkeiten gibt, wie wir die Bibel einfach erkennen dürfen und auch einfach lesen dürfen. Ich glaube, das ist mega gut. Ja, absolut. Genau von dem Buch habe ich jetzt neuerdings in meiner Trommel von Möglichkeiten, die ich mache, ist so das meditative Bibellesen. Da haben wir gemerkt, machen wir beide jetzt wegen dem Buch. Und das ist so cool, das ist so was ganz anderes. Und man muss zuerst mal die Idee haben, aber ich habe das Kapitel gelesen und gedacht, oh, das ist genau für mich. Am Sonntag hat Dom Haab gepredigt und da hat das Beispiel der Kuh gebracht, das Wiederkäuen. Oder das genau, ja. einen Bibeltext nehmen, vielleicht nur einen Satz und diesen aber immer und wieder meditieren und wieder zu käuen, wie so eine Kuh. Ja, das habe ich lustig gefunden. So gut, so gut. Hey, lass mich doch dafür beten. Ich habe gleich noch ein Bild für euch, was ich gerne noch weiter will, aber lass uns erstmal da einfach kurz bleiben. Lass uns gemeinsam beten, auch füreinander. Wenn ihr gerade einfach im Chat seid, lasst uns da einfach schauen, vielleicht kommt gerade ein Bild auch euch direkt für jemand anderen und lasst uns das einfach vor Gott bringen. Jesus, ich möchte Danke sagen, dass du direkt zu uns sprechen möchtest und dass du eine individuelle Beziehung mit jedem Einzelnen möchtest, egal wo du gerade bist, egal ob du in deinem Küchentisch, am Küchentisch sitzt oder im Wohnzimmer sitzt oder das gerade bei der Autofahrt hörst. Ich weiß, dass Jesus dich genau dort treffen möchte und dass er zu jedem Einzelnen von uns, dass Jesus, dass du zu uns sprechen möchtest und dass du zu uns sprichst. Jesus, ich möchte bitten, dass du uns, so wie Janice sagt, einfach dieses Wollen, dieses Verlangen schenkst, einfach näher in dein Wort reinzugehen und einfach diesen Hunger zu haben, einfach mehr von dir zu hören. Ich finde es so cool, dass wir im Chat da einfach verschiedene Sachen, wo ihr reingeschrieben habt, was euch geholfen hat. Und Jesus, ich möchte dich da einfach bitten, dass du uns da einfach gegenseitig inspirierst, wie wir das machen können, damit wir einfach näher an dein Herz kommen, Jesus. Amen. Amen. Hey, ich würde gerne das Bild noch mal ein bisschen weitergehen. Der Michi ist da auch am Sonntag drauf eingegangen. Und zwar, wenn das Klavier gestimmt ist, ne, nach diesen 440 Hertz, nach dieser Stimmgabe, dann gibt es ein physikalisches Phänomen und dieses physikalische Phänomen heißt sympathische Resonanz. Michi hat das am Sonntag auch genutzt. Und zwar ist im Prinzip dass wenn man einen Ton spielt, und sagen wir mal, du hast eine Konzerthalle, die halt ja so ein bisschen, ne? Dann hast du eine Konzerthalle mit ganz vielen verschiedenen Klavieren drin, die alle gleich gestimmt sind. Also sie müssen alle nach diesen 440 Hertz gestimmt sein. Wenn alle gleich gestimmt sind und man das C auf einem Klavier spielen würde und dann muten würde, fangen alle anderen Klaviere in der Frequenz an mit zu vibrieren. So geil. Der Michi hat das am Sonntag auch genutzt. Er hat die 2 Stimmgabeln gehabt, die eine Stimmgabel angehauen, dann gemutet, also festgehalten und die andere Stimmgabel, die hat dann nicht berührt, aber man hat das Mikrofon dran gehalten und man hat es gehört, wie der Ton mitschwingt. Und ich finde es so ein geniales Bild dafür, dass wenn wir nach Jesus gestimmt sind und wir etwas tun oder etwas sagen, dass das mitschwingt. Diese sympathische Resonanz schwingt mit im Reich Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr im Gottesdienst sitzt und weißt du, der Prediger sagt was oder du im Worship ist etwas und irgendwas in dir ist so, hey, das ist voll. Also ich stimme da voll mit überein. Es ist so,
ich kann da voll mitgehen, oder? Und ich glaube, dass wenn wir alle nach Jesus gestimmt sind und nach der Bibel gestimmt sind, dass Gott anfangen wird, uns zu nutzen und einfach diese wunderschöne Melodie anfangen zu spielen, oder? Und ich glaube, da haben wir einfach wir müssen jeder selber diese Zeit mit Gott verbringen und die Bibel lesen, damit du dich auf Jesus stimmen kannst und wir dann einfach schauen können, wie es ist. Ist gut? Ja. Hey, ich fände es cool, wenn wir einfach noch ganz kurz in die Challenge reingehen können. Ist das gut? Weil ich glaube, das Bild, das spricht mega zu mir. Challenge me! Also das Bild spricht mega zu mir, aber deswegen diese Challenge ist, glaube ich, spricht da einfach voll rein. Die Jeanette wird das einmal posten. Vielen, vielen Dank euch. Ihr moderiert diesen Chat so gut. Danke euch, dass ihr da einfach mit drin seid. Ich glaube, Simone und Jeanette sind heute mit als Chat-Host mit drin. Hey, die Challenge ist ganz einfach. Schaut einfach, die Jeanette wird es posten und schaut einfach rein, was euch da einfach anspricht und was ihr jetzt einfach mit reinnehmen wollt in den Alltag. Wollt ihr einen Bibelleseplan starten? Das habe ich dieses Jahr gemacht. Also meine Frau und ich haben angefangen. Sarah hat es letzte Woche erzählt. Genau. Kennen wir doch diese Geschichte. Super. Und mir hilft es tatsächlich, weil ich brauche auch Abwechslung, mir hilft es tatsächlich, mir die Bibel anzuhören. Bei YouVersion Bible App kannst du dir einfach auf Play drücken und dann hörst du, es ist mega cool. Ich habe jetzt schon mega viele Erkenntnisse dadurch. Es ist mega cool. Also, möchtest du einen Bibelleseplan starten über die YouVersion Bible App, ist es mega einfach, da kannst du einfach was starten. Vielleicht den Heiligen Geist bitten, dass er anfängt, zu dir zu sprechen durch die Bibel. Bibelverse an die Wand hängen, um darüber zu meditieren. Vielleicht ist das eine gute Möglichkeit. Meine Erkenntnisse und Fragen über die Bibel mit einer Small Group teilen oder mit anderen Menschen zu teilen. Eine Studienbibel kaufen, vielleicht einen Bible-Track im College mal zu besuchen. Also das wäre vielleicht mal so ein Jahr, gibt es da eine Möglichkeit, oder? Das ist cool. Oder meine Bibel einfach mal aus dem Schrank nehmen, abzustauben und einfach mal für morgen bereitzulegen, oder? Also vielleicht ist das einfach der nächste Step. Schau einfach mal rein, was das für dich ist. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir einfach diesen ersten Step planen, oder? Ja. Genau. Ja, wir sind gemeinsam auf dem Weg, uns wirklich von Jesus abhängig zu machen. Wir sind gemeinsam auf dem Weg, uns die Zeit für ihn einzuräumen als erste Priorität. Und ich möchte dir einfach sagen, sei gnädig mit dir selbst. Sei gnädig, wenn du es die letzten Tage verpeilt hast, wenn es die letzten Jahre verpeilt hast, wenn du das Gefühl hast, ich kriege das sowieso nicht auf die Reihe, ich habe schon so oft versucht. Lass mich dir ehrlich sagen, wir fühlen uns alle immer wieder so. Aber Gott ist gnädig, Gott hat nicht Angst von den Prozessen. Gott hat nicht Angst davor, dass du erst noch im Prozess bist, dich in sein Wort zu verlieben und das einzuräumen im Alltag. Aber manchmal sind wir da ein bisschen zu hart mit uns selbst und verbauen uns so selbst eigentlich den Weg zur Bibel. Und darum ist heute den Tag für dich, wo du sagen kannst, ich versuche es nochmal, ich glaube daran, dass ich das packen kann mit dem Heiligen Geist. Ich probiere es einfach nochmal neu aus. So gut, ja. So gut. Hey, so schön, dass du dabei warst. So schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Mega cooles Gespräch, oder? Also ich hab's voll genossen. Sehr cool. Hey, Ich hab's auch gefeiert. Ja, auch gefallen. Mega cool. Vanessa, magst du noch zum Abschluss für uns beten? Sehr gerne. Sehr gerne. Ja, Jesus, wir danken dir für diese halbe Stunde Gebet, die wir zusammen verbringen durften. Wir danken dir für alles, für das wir gebetet haben, für alles, für das wir jetzt nicht beten konnten. Und ich danke dir, dass du der Gott bist, der sieht, der jeden Einzelnen sieht, in seinen Umständen, in seinen Situationen, an seinem Ort, Wohnzimmer, Arbeitsplatz, wo auch immer. Du siehst jeden. Und ich danke dir, dass wir dieses Buch als Schatz erkennen dürfen, als wertvoller Besitz, den wir haben, und dass du uns einfach diesen Durst gibst nach diesem Wort. Du sagst, wer dein Wasser trinkt, wird nie mehr Durst haben, und wir wollen das wirklich erleben, dieses Wasser, das du uns gibst, diese Wahrheiten, die du uns gibst, Jesus. Wir wollen dies einfach für unseren Alltag erhalten. Und ich danke dir für diesen Tag, dass du mit uns gehst, wohin wir jetzt auch immer gehen, und bei uns bist als unser Helfer. Amen.
Amen. Hey, so schön, dass du dabei warst. Hey, noch ein paar kurze Infos. Wenn du die Message noch nicht gesehen hast, dann geh doch zurück auf unseren YouTube-Kanal und schau dir die Message an. Es lohnt sich wirklich. Dabei kannst du einfach auf Abonnieren klicken, weil dann kriegst du immer die neuesten Sachen, die wir auf YouTube so posten. Hey, sei auch dabei. Jetzt nächsten Dienstag werden wir wieder Talk and Pray haben. Einfach, ich finde es so genial, dass wir eine so coole Community mittlerweile hier an einem Dienstagmittag sind. Und ich liebe es, wie stark ihr im Chat einfach mit vertreten seid. So schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstag und wir sehen uns am Sonntag. Bis dann.